Hallo liebe Freunde und willkommen zurück hier zur Pokémon Sonne Edition mit Samantha, die irgendwie noch ihre Texte durchquatscht und einem Gegenwarts-Michael, sag ich jetzt mal, denn ja, irgendwie hat meine Stimme in der Aufnahme von damals, Dezember 2016, irgendwie verschossen und ich muss ganz nochmal nachsynchronisieren und deswegen, ja, bin mal gespannt, was heute alles passieren wird. Beziehungsweise natürlich, was in jeweiligen Situationen genau passiert, denn allgemein wissen wir es ja, was ungefähr passieren könnte. Jetzt frage ich mich gerade, wieso hat meine Vergangenheit sich hier so lange gebraucht, bis da irgendwie die Textbox weitergeht. Wenn ich alles aufbrauche, was in so einem kleinen gefangenen Körper steckt? Fragezeichen. Und ja, jetzt erwarte ich eigentlich langsam mal, dass es weitergeht. Vergangenheits-Michael? Mach hinne! Ah, geht doch. Wie will wunderschöne Ultrabesten dann wohl kommen werden? Grins, grins. Aber hat er damals irgendwie den Langsamgang drin oder was ist los? Also ich weiß ja, ich spreche generell eher ein bisschen zu schnell, aber gerade so langsam muss ich auch nicht sprechen. Was ist los hier? Ich verstehe es nicht. Das weitere muss ich echt noch rausschneiden. Alter, was ist los? Ultrabestien, ja genau, warum? Aber ich glaube gar nicht im letzten Part irgendwie, wenn ich mich richtig erinnere, von vor einem halben Jahr, glaube ich gar nicht richtig erwähnt, warum ich jetzt da das hier in Sonne zeige. Ja, hatte vor allem den Grund, weil es irgendwie, aber das darin so ist, ein großer Höhepunkt, sag ich jetzt mal, deswegen wollte ich das in beiden Editionen zeigen und ja, die Ultrabesten, die erscheinen, sind auch in beiden Editionen ein bisschen unterschiedlich. Man sieht es vielleicht auch am Thumbnail. Deswegen dachte ich mir, ja, sag ich mal, beide Versionen, Sonne und Mond. Übrigens, hier sieht man sehr schön, vor allem auf dem Thumbnail, dass die Ultrabestie, ganz ehrlich, als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir plötzlich, macht das Pokémon einen Ausflug zu Power Rangers oder was? Weißt du, was mit Völkern geschehen, wenn so viel Kraft einsetzt? Na, unser Fluch, das Metaparadies kann sich halt sagen, nicht bewegen. Das ist doch voll scheiße. Wenn das zwingend so viel Kraft einsetzt, stirbt das, da bin ich mir sicher. Hatten wir auch schon mal. Oh. Seht her! Ich werde jetzt die Ultrapforte öffnen. Komm zu mir, wunderschönen Ultrabestien. Es geht los. Da ist es wieder. Die Qualle. Finsternis zieht herauf über die Alola-Region. Die Götter sind erzürnt. Genau das Vieh meine ich. Das ist unterschiedlich in Sonne und im Mond und ganz ehrlich, mein Power Rangers sind auch nicht mehr gerade so jung und so und ich habe sogar noch ein paar Comics von damals, also irgendwie in den 90er Jahren noch. Und ein Monster von damals sieht haargenauso aus wie diese Ultrabestie. Jetzt habe ich irgendwie 4 oder 6 Beine, nur 2, aber Kopf, Körper genau gleich. Das ist Wahnsinn. Seht nur, es geschieht überall in Alola. Piu, piu. Sei still, Mann! Verarsch mich nicht, nerv mich nicht, verpiss dich, Cosmog! Alter, Samantha, ey. Ich brauch dringend mal einen Klaps auf ihren fetten Arsch, nee. Oder braucht dringend mal jemand, der sie ja also, ihr wisst schon, was ich meine, ist jemand, der ihr die Leviten liest, das wollte ich eigentlich sagen, hä? Okay, Fischtext. Ja, okay, wieso habe ich jetzt hier wieder pausiert? Oh, das ist doch das Problem, wenn man nachsynchronisiert war. Und ich hatte damals eine Glanzidee und dachte mir so, ach, jetzt muss ich erklären, da, hier und da und ja. Ich würde gerne langsam mal fighten. Denn ich glaube, mit dem Sonnenteam hatte ich wesentlich weniger Probleme als mit dem Mondteam. Ist glaube ich auch ein bisschen ausgewogen, aber.
Ja, sehe gerade, 3 Alola-Pokémon haben wir dabei und 3 Kanto-Pokémon, wobei 2 davon ja Alola-Formen sind. Ja. Währenddessen auf Millimille in Nähe des Mahalo-Bergpfads. Mahalo. Inselkönige, das ist ganz klar, das ist nicht so wunderbar. Warum bin ich plötzlich so unruhig? Das ist es. Das Power Rangers Monster! Also eine seltsame Kreatur. Stammt aus einem anderen Universum, hat Lord Setze geschickt. Als Inselkönig ist meine Pflicht, die Einhalt zu gebieten. Yeah! Kapuriki! Kapuriki! Kapuriki, bist du hier, mich zu beschützen oder suchst du nur einen Sparringspartner? Beides, Mann, yeah! Ich bin cool drauf. Die übrigen Inselkönig werden sich rennen resultieren. Ich zähle auf euch, meine Freunde. Und der alte Holla wird hier als Inselkönig von Millimille seinen Beitrag leisten. Let's fight! Als ein kleines Kapuriki gegen mir. Ja, ich hab Muskelmonster. Etwa so. Aber egal. Wiep, wiep. Eine wunderschöne Ultrabestie. Da fällt mir gerade mal auf, Freunde. Jetzt haben wir ja einen Ton in eine andere Welt geöffnet mit Kosmos-Kraft, wenn man so will. Also das Ähnliches hatten wir doch schon mal in der 4. Generation mit Giratina. Ich meine, es war auch eine andere Dimension. Klar, es war die Zerwelt, es gab nur Giratina in seiner Urform da. Aber trotzdem war es ja auch ein Portal in eine andere Welt. Und da fragt man sich ja, zumal es nicht ganz unwahrscheinlich ist, dass es zur 4. Generation bald mal ein Remake geben wird. Vielleicht nach der 7., also quasi zwischen 7. und 8. Generation. Oder auch erst nach der 8. Generation, weil ja das Oras Remake noch gar nicht so alt ist. Aber generell möglich ist ja, oder ziemlich sicher ist im 4. Gen Remake ja schon. Und ja eben, mit Giratina und so, Zerwelt ist der ja auch gibt, da fragt man sich doch automatisch, okay, ist denn das hier die Zerwelt, die man einfach damals in der 4. Gen noch nicht richtig irgendwie, ja, also noch nicht richtig bewusst war, umzusehen, sondern ich dachte, komm, ist nur Giratina, fertig, jetzt haben wir die Ultrabestie noch. Und man fragt sich halt, ja, können wir sich irgendwie kombinieren? Dass Giratina ursprünglich auch aus der Dimension mit den Ultrabestien kommt. Oder generell halt Giratina vielleicht auch eine Ultrabestie ist. Weil so als Geisten so sieht es schon ein bisschen schräg aus. Aber egal. Jetzt wird gefightet gegen die Aether Foundation, gegen Präsidentin mit den hohen Stockabsätzen. Stück ist egal. Samantha mit ihren 5 Scheiß-Pokémon. Ah ja, Pixie. Pixie! Ich bin Vieh-Pokémon, lala. Und ich habe ein Geobart. Yeah. Gestalt-Elektro, was geht ab? Vierfach Bodenschwäche, gar kein Thema. Ist zwar voll scheiße, was soll's. So, jetzt haben wir im Prinzip einen High-Tierer lieber gewesen wegen der Verteidigung. Ja, du weißt, dass dein Team langsam ist, wenn Pixie schneller ist. Donnerschlag. Wow. Immerhin die Parade, da mal etwas. Jetzt muss ich eigentlich schneller sein, wa? Ja, jetzt bringt den Gyroball nichts mehr davor einsetzen müssen. Pixie, Vollpara, das ist scheiße. Ja, da gebe ich dir recht. Final würde er ungern einsetzen. Okay, vielleicht einmal so schlecht. Dressella ist relativ schnell. Ja, Stahltyp, waren kein Stab drauf. Ja, war klar. Pflanze ist doof. Nehmen wir lieber Eisfee oder Feuer. In der Vergangenheit ich dachte ich Feuer. Oder vielleicht doch, ich wäre eigentlich eher für Eis gewesen. Weil Alola wohl nun hat eine relativ hohe Spezialverteidigung. Hä, Pflanze gegen Pflanze? Auge um Auge, Zahn um Zahn? Das hat sich in der Vergangenheit sich dabei gedacht. Ach stimmt, ich hab Akrobatik drauf, war. Genau, ich glaube, das war die Idee dahinter. Wobei jetzt hat er gesagt, komm, nimm Vulnona deswegen entscheidet Blättertanz. Und Alola Vulnona eine relativ hohe Spezialverteidigung.
hätte dementsprechend relativ viel ausgehalten. Aber ja, ist halt meine Vergangenheitssicht, dass ich war doof. Das Gegenwart ich immer noch, aber egal. Und ja, ich bin hier ein bisschen unterlevelt. Traumagil, Gänge reinschicken wäre doof. Ich glaube, Fuego die bessere Wahl war. Und ich Typ und so. Ich finde es Gengar. Gengar, eins meiner Lieblings-Pokémon in eigentlich allen Generationen. Gut, natürlich erst der zweite noch nicht und dritte auch noch nicht wegen dem Typus. Weil Guy ist physisch und was macht Gengar mit physischen Attacken? Spukball gab es da schon seit der zweiten Gen, aber war eben noch physisch. Erst ab der vierten dann hat er geändert. Trotzdem, Gengar, eigentlich immer ein cooles Pokémon, vor allem mit Schwebe drauf. Eigentlich immer cool. Und jetzt mit Tassfluch. Und vor allem Tassfluch ist so eine Fähigkeit, die nicht immer zuschlägt, halt nur nach Belieben, sag ich jetzt mal, nach Zufall. Das hasst sich bei Fähigkeiten. Das hat man Gengar echt genervt. Ich glaube, das lag daran, dass er in der 6. Gen kam ja auch Mega Gengar dazu und da dachte man sich, Gengar wird oft gespielt, da kann man es mal ein bisschen nerven. Sagen wir so schön, war, wenn man Pokémon schwächt. Und Gengar ist down. Gengar ist langsam als Traumagil. Gengar ist relativ schnell. So. Ich glaube, damals, wo ich in der Sonne gezockt habe, habe ich immer wieder vergessen, dass Alola Vulnona relativ eine hohe Spezialverteidigung hat, was natürlich nichts gegen Magieflamme nützt, Alter. Klar, kriege ich den Drop noch. Das war, ja, das war klar. Ich würde tauschen mal gegen... Was ist eigentlich los mit dir, Michael? Nur noch Opfern und Fuego. Ja gut, ja, das gibt Sinn. Vulnona hat echt relativ viel Power. Pampos kann ich nicht einsetzen. Das ist physisch orientiert, nicht spezialverteidigungsmäßig. So, Fuego, da Clariat und tschüss. Wow, Feuer gegen Feuer, das hätte viel bringen. Natürlich, Volltreffer und den Drop. Ich glaube, es hackt. Egal. Erfahrungspunkte, ganz geil. Milotic, ja, leck mich am Arsch. Frubi? Also Milotic natürlich Eisattacken drauf, aber ich muss raus, das ist klar. Das ist scheiße. Geoneon kann ich vergessen, Pampos kann ich vergessen. Ich habe eine gewaltige Wasserschwäche, sehe ich gerade. Ups. Wieso habe ich Fuego drin gelassen und dafür Frubi hochgeheilt? Fragezeichen. Ah, deswegen, weil ich Glück hatte. Okay. Ja, wäre cool, wenn Ultrason Ultramond raus ist und ich das, ja, wenn ich das Let's Playe, wird es direkt zu Beginn weg, eine Nuzlocke. Ja. Ich meine, Nuzlocks sind immer ein bisschen eine Herausforderung. Meistens eher leichtere und so. Ich glaube, mit Schwarz 2, Weiß 2 wurde es dann relativ schwierig. Weil auch irgendwie Level Cap und so waren relativ schnell mal höher gesetzt. Nach niedriger Pokémon meistens irgendwie Finale und Explosion, war sowieso nervig. Aber ganz ehrlich, die Gen ist ja, boah. Ich meine, Sonne und Mond stelle ich mir schon den Nuzlocke sehr schwer vor. Weil die KI auch relativ intelligent geworden ist. Aber ganz ehrlich, hier hätte ich aus Sonne einen Nuzlocke gemacht. Ich glaube, ich weiß auch nicht, aber ich wäre schon nach der zweiten Insel down gewesen. Komplett mit dem ganzen Team. Naja. Ja, Ultrasonne, Ultramond, Nuzlocke, bin gespannt. Das wäre erstmal den Kampf überleben, was natürlich passieren wird. Hey, ich synchronisiere nach, deswegen. Ja, das war ja klar. Ja, toll, der Angriff sinkt. Da bringt Milotic ja sehr viel. Ja, kann man kurz hochheilen. Sehr schön. Jetzt kommt natürlich die Hydropumpe. Die trifft natürlich. Einmal hat es bei Milotic die Hydropumpe getroffen.
Also ich weiß, die Stärke wurde abgeschwächt, aber von 110 in der 7. Gen, oder in der 6. sogar schon. Aber Genauigkeit müsste noch bei etwa 80 sein. Gesang, der Sound voll eher. Och nö, der Teddy. Der Rampage Teddy. Was war schon wieder? Normaler Kampf, glaube ich, wa? Michael, das 4 Kampfattacken drauf. Vielleicht nicht unbedingt so die beste Idee, Fuego reinzuschicken. Ich sehe jetzt schon den Tod. Oh, lebt noch. Cool. Aber ich glaube, es ist schneller als Fuego, weil Fuego ist relativ lahmarschig drauf. Müsste aber von allen 3 Starten das langsamste sein. Jo, da kommt der Hammer und tschüss Fuego. Hat sich der Heal ja gelohnt. Toll, Michael. Warum habe ich jetzt nicht Pampros eingesetzt? Ganz ehrlich, Pampros hat eine hohe Verteidigung. Jetzt, wenn er getroffen wird, steigt die Verteidigung auch noch. Kostur so nur physisch was drauf. Also wäre eigentlich logisch, dass ich jetzt da Pampros einsetze. Meine Güte, was, jetzt hole ich eins zurück. Wieso Fuego? Warum? Dann haben wir auch mal weg, so. Wie habe ich ihn damals gezockt, ganz ehrlich? Habe ich da mein Gehirn schon in Rente geschickt, oder wie? Oh, ey. Ich weiß schon, wieso ich es hasse, nachzusynchronisieren. Erstmal, weil du doppelt so lange brauchst, ein Part, oder? Weil, wenn du 20 Minuten zockst, das ist schon synchronisiert. Synchronisierst es nochmal nach, dann haben wir die gleiche Zeit. Dementsprechend natürlich 40 Minuten für einen Part. Nur zum Aufnehmen, nach noch Rennen und alles Mögliche. Aber das eigentliche ist ja das hier. Gut. Ja, nee, ich erinnere mich warum. Ich weiß wieder warum. Es war nicht deswegen, Leute. Es war zu einen Safe-Move zu zeigen. Ich glaube, ich habe in der letzten Folge noch nicht gezeigt. Und ja, Let's Play und so. Wir natürlich alles Mögliche zeigen. Deswegen, ja, der Z-Move natürlich nichts bringen wird. Genau. Das war, glaube ich, meine Intuition. Oder egal. Und deswegen kommt jetzt der Switch zu Pampros. Ah, seht ihr, ich war doch nicht so doof. Nee, ich war noch viel döfer. Ja, sorry, Kostur, so jetzt kannst du drauf haben, wie du willst. Ich würde, genau, nochmal heilen ganz kurz. Bisschen langsam schneller sein als das Viech. Ich weiß, Pampros ist auch sehr langsam, aber sie ist ja ein Tank, also von dem her, genau. Mit Zähigkeit, also insofern Pampros physisch, wenn er erstmal ein paar Dinge drauf hat, echt krass. Natürlich auch doof, wenn er plötzlich mit Brüller und so rausgenommen wird. Von anderen Attacken, dann ist natürlich echt scheiße. Alter, der Initiative-Drop. Also ich hoffe ja nur, dass das Vieh kein Gyroball drauf hat oder eine ähnliche Attacke. Ich muss mittlerweile 0 Initiative haben. So. Ja, also nur noch eine Frage der Zeit. Bei Pampros Defense geht immer weiter hoch, natürlich Hammerarm und so effektiv ist. Beziehungsweise, nee, stimmt ja gar nicht, so Boden. CK Defense geht noch weiter hoch. Da müssen irgendwie plus 4 so das drauf haben. So, jetzt aber. Sieht auch viel aus. Spitze! Die CK ist real! Ja, sind Rambos langsam mal? Ah ne, der ist ja. Doof, Kostur ist langsamer. Rambos ist so wie Gyroball, da. Wie langsam man selbst ist, im Gegensatz zum Ziel ist, also gegen. Doch, im Gegensatz zum Ziel. Der Gegner ist so stärker als die Attacke. Alter, ich hab. Hol Defense Boost. Sehr schön. Boah, da geht's mal drauf. Ja, natürlich war mein ganzes Team unterlevelt, war. Ich glaube, bis auf. Ah, Pixie, stimmt, der fehlt ja. Hat er damals rausgenommen. Bis auf Fuego, das müsste ein Level her sein. Ja, ist. Nee. Bringt nicht viel, wa? Ich bin schneller.
Ah, stimmt, ja, auf Pixie ist er Fee, ich Trottel. Pixie ist ja ein Fee-Typ. Ganz vergessen. Entschuldigung. Alter, ich bin ein Angriff, ey. Wie unverschämt du bist, dass du schon das zweite Mal besiegt. Tja. Das ist halt bei einer Dual-Lock so. Dual-Lock, nee, ist gar kein richtiger. Was ist das? Ja, war das. Schön sauber reiben, das mögen Pamprosse. Das ist eigentlich der Plural von Pamprosse. Muss fast da. Pokémon. Tschüss, Mann. So, wir haben es bald geschafft, Freunde. Sehr schön. Dann gehen wir hängen mit euch ab. Ihr seid mir völlig egal. Also das Rab auch ist meine wunderschöne Ultra-Bestie. Instabil. Ich muss zurück. Oh nein, die Ultrapforte schließt sich. Brumley, zu mir. Wenn die Ultrabestie mit dem Ultraball fangen, den wir extra entwickelt haben. Der Ultraball. Das ist eine Anspielung auf Digimon. Also den Meisterball. Meisterlevel, hä? Ah ne, ist ein Mega-Level. Quatsch, kann man jetzt auf Digimon. Ein Megaball, wäre auch mal was, wa? Ey, das nur wegen Superball, Ultraball, Hyperball. Warte mal. Ach ne, wir hatten nur wegen Japanisch, so bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Beim Japanischen natürlich die Form ist ein bisschen anders, da gibt es auch das Champion-Level, aber da ist, glaube ich, irgendwie die Digitation dazu die Super, die Choshinka, hä? Ah ne, warte mal. Ne, war ja aufs Ultra-Level, genau. Cho wegen Super-Digitation, das Ultra-Level. Na, die Ultimate-Digitation aufs Mega-Level. Ja, weil im Japanischen heißt halt Ultimate, nicht Mega. Egal. Anderes Thema. Ich habe kein Gesicht mehr, nur noch ein paar Striche drin. Ich bin kleiner als früher. Das ist irgendwie, das ist eben auch selten, wa? Dass ein Pokémon nach seiner Entwicklung kleiner ist als vorher. Also zumindest sieht es so aus, wa? Generell Republik, gerade gibt es Pokémon, die nach ihrer Entwicklung kleiner sind als zuvor. Wird es ziemlich sicher geben. Mir fällt nur gerade keins ein. Oh doch, Dragoran zum Beispiel. Weil Dragonier ist, und ich glaube auch Tartini sind größer als Dragoran. Also größer, länger in diesem Sinne. Das wäre insofern jetzt mal ein Beispiel. Pokémon, die nach ihrer Entwicklung kleiner sind als zuvor. Ja, quatsch mal darüber, weil wir kennen sie bereits aus dem Parts zum Mond. Deswegen spielt es hier keine Rolle. Gibt es sonst noch ein paar Pokémon, die nach ihrer Entwicklung kleiner sind als zuvor? Sonst eher weniger, hm? Das ist sicher eine Ausnahme, sag's mal so. Schnell alle Pokémon im Kopf durchgehen. Gibt's da sonst noch etwas? Mir fällt keins ein. Es wird sich noch ein paar geben. Aber geht gerade wirklich im Kopf, kann man alle Generationen ein bisschen ab. Nö, mir fällt gerade noch keins ein. Das wird heute das letzte Mal sein. Wieso? Machst du Schluss mit mir? Achso, nee, da hat doch gerade, heute das letzte Mal war. Wieso willst du nicht mehr mit mir? Also, wisst schon. Am nächsten Tag. Das Bett ist leer. Oh mein Gott, wieso ist das Bett leer? Was haben wir falsch getan? Die war da draußen auf dich. Achso, warte schon, ich hätte irgendwie Fehler gemacht. Na, sich gut ausgeruht auf einen neuen Tag voller Abenteuer. Ja, ich sehe gerade zum Nachsynchronisieren, ich habe hier einen Schnitt gesetzt in der Aufnahme, warum weiß ich gar nicht mehr. Also wird irgendwie in 2-3 Minuten soweit sein. Ich glaube, das lag daran, dass ich... ja genau, ich wollte zuerst mal nachschauen, ob es eigentlich jetzt hier gewesen ist, quasi mit Sonne und so, oder ob noch irgendwas Spezielles kommen würde. Was noch zeigen könnte. Oder jetzt halt der Part
der Aspekt des Spiels kommt, wenn dann beiden gleich ist, in Sonne und Mond. Naja, wir sind mittlerweile im Mondjahr, von dem kann ich das jetzt hier eigentlich so weit überspringen. Was mache ich jetzt noch? Vergangenheits-Michael, was machst du? Bericht, wieso Bericht? Alle Pokémon kurz durchgehen oder was? Das ist ein geiler Zeitpunkt, am Ende eines Parts die Pokémon zu zeigen. Machen wir eigentlich vorher. Fuego war ein bisschen überlevelt, der Rest war alles unterlevelt. Aber sonst auf den Typenkombinationen, ich finde das Team eigentlich geil. Aber ich glaube nicht mehr bald. Ich überlege gerade, was hatte ich eigentlich nachher in der Sonne noch? Ich glaube, Gengar kam raus, wegen Tastfluch war ein bisschen doof. Geowarts kam glaube ich auch noch raus, weil ich glaube, ich Magneson drin haben wollte. Stimmt! Genau, Magneson. Weil, ja, geiles Pokémon, kann aber leider erst in der nächsten Ebene, in der nächsten Insel entwickeln. Deswegen, aber ich glaube, der Rest blieb im Team. Im Team, versteht ihr? Im Team. Nee. Im Team. So rum mit dem Schuh raus. Ich glaube, jetzt gleich wird der Cut gesetzt. In 3, 2, 1. Ja, das war der Cut. Ich glaube, wie gesagt, damals irgendwie nachschauen wollte, ob es noch irgendwas Spezielles gibt und so, ob noch irgendwas zeigen muss. Und ja. Wir kennen es ja aus Mondbereich, noch kurz die Abschlussworte von allen Beteiligten und dann war's das wieder für die Folge. Ein hübsches Mädchen. Warte mal. Ist das Lilly? Es ist Lilly. Lilly die Lilie. Ein Rookie-Pokémon. Ist egal. Sache haben wir meine Seite gekauft. Was meinst du? Stehen sie mir? Klar. Wirklich, Michael, vielen Dank. Du hast ja keine Ahnung von Mode, aber danke, dass du mir trotzdem gut zuredest. Ich wäre gerne wie du, Michael. Hör öfters. Gar nie. Also aber wir zusammengenommen beschlossen, zuversichtlich zu sein. Das ist eine ganz eigene Interpretation der Z-Kraft. Oh nee, jetzt kommt das wieder. Yeah, die schützende Pose. Keiner kann mir was. Bemerkung ist irgendwie eine Z-Pose, oder? Wenn man so die Arme miteinander verbindet, könnte man irgendwie ein Z draus machen. So, natürlich gibt es hier in Sonne halt die Mondflöte. Logischerweise, im Mond haben wir eine Sonnenflöte bekommen. Ich bin gespannt, wie es in Ultrason Ultramond sein wird. Es gibt die Gerüchte von wegen, dass es nur eine Alternativstory ist, im Gegensatz zu Schwarz 2, Weiß 2 damals. Das war eine Fortsetzung zu Schwarz und Weiß. Ich hoffe nicht auf eine Alternativstory, weil ganz ehrlich, wenn es auch, wie gesagt, das gleiche geht, mehrere Personen, vielleicht ein bisschen ausführlicher, mehr Hintergrundinformationen, sie sehen vielleicht auch ein bisschen anders aus, aber der Rest ist gleich. Eben halt eine Alternativstory. Wobei, wenn so eine nee. Was heißt eine Alternativstory genau? Würde das bedeuten, dass Team Skull gewinnen würde zum Beispiel? Oder die Adder Foundation doch die Guten wären und Team Skull auch und wir die Bösen oder so? Das ist irgendwie auch eine Alternativstory, aber wäre eigentlich auch geil, aber... Wobei eine Frage, warum heißen die Spiele Ultrason Ultramond? Wegen mehr Ultrabestien? Die meinen so von der Verpackung her, vom Cover, sind ja Solgaleo, Luna, Lana, ihr wisst schon, die beiden legendären halt, sind ja eigentlich auch vorhanden, nur sind sie irgendwie da mit dem einen legendären Pokémon verschmolzen, ne? Diesem Necros, keine Ahnung wie das Vieh heißt, war nicht auf Deutsch. Aber es sieht so aus, als wäre es irgendwie eine Fusion von beiden und soll es irgendwie auch ganz speziell sind so Gerüchte, die besagen, dass es Pokémon-Fusionen gibt. Neu, wobei neu, gab es in der 5. Gen auch schon, ne? Mit Kyurem und Reshiram bzw. Zekrom. Die Nescal konnte sich ja auch verschmelzen, wenn man so will. Gerne warten Sie schon auf uns auf der Anlegestelle. Ja, und ich würde sagen, Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Das war's hier bei Pokémon Sonne. Jetzt bei Pokémon Mond. Ganz normal geht's weiter in der Story. Und es gibt aber noch eine Party bei Sonne. Jo, ein paar geht's mindestens noch. Und jo, bis dahin. Ciao zusammen.